Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zum neuen Vlog im 2021, der erste in diesem Jahr. Es ist Karfreitag und bei uns geht es jetzt dann gerade wieder los. Sani ist parat und wir natürlich auch. Euch nehmen wir wieder mit. Wo genau das es hingeht, das verraten wir euch noch nicht. Aber ganz wichtig, wir haben noch eine Frage an euch und die stellen wir euch auch später. Sonne im Gesicht. Ja, so muss es sein. Wir sind jetzt hier in Beriswil angekommen. Das stimmt gar nicht. Das gehört zur Holderbank. Nein. Doch. Nein, das Wir ist das sind Nächste. Ja, aber das ist... das wäre das Nächste. Nein, wir sind von Beriswil auf Holderbank. Von Holderbank auf Beriswil und wieder retour. Weil wir gefunden haben, wir nehmen nicht den Weg, den uns das GPS angibt. Es ist Beriswil. Nein, es ist Holderbank. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Haben ein schönes Plätzchen gefunden, für das Wohnmobil anzustellen. Und jetzt gehen wir den Wald erkunden. Ja, es ist ein mega schöner Wald. Ja. Was sehe ich da? Was sehe ich da? Eben doch. Ja, du. Was soll's? Jetzt gehen wir ein bestimmtes Weg im Wald. Weil wir tun ja ab und zu mal ein bisschen geocachen. Gell du? Ja. Macht ihr das auch? Wir finden es lässig. Einfach immer, wenn wir gerade Zeit und Lust haben, dann gehen wir ein Gasche suchen. Und jetzt ist da gerade eins in der Nähe. Also gehen wir das suchen. Ich habe es gefunden. Da ist es. Nein, ich glaube nicht. Irgendwo da muss es sein. Aber wo ist es? Oh, ich habe gar nicht... Oh nein, ich habe gar nicht... Scheiße. Jetzt habe ich es gefunden und habe nicht auf Rekord gedrückt. Aber du kannst es ja jetzt noch suchen. Ist also sehr schönes gemacht, muss ich sagen. Wow, es sieht schön aus, ja. Moment. So. Ui! Oh ja, du. Cool. Dann schauen wir mal da rein. Wie immer haben wir den Stift vergessen. Ich habe vielleicht einen. So. Erfolgreich. Unser Spaziergang ist beendet. 2 von 3 Gaschen haben wir gefunden. Und jetzt hat es hier gerade noch so ein schönes Bänkchen gehabt. Jetzt haben wir uns ein bisschen Tee geholt. Jetzt gibt es dann ein bisschen Tee.
Und etwas muss ich euch unbedingt noch erzählen. Und zwar ist euch das auch schon mal passiert. Achtung! Es war also ein Schockmoment. Habe ich gerade ein bisschen Auf die Hupe? ja, auf die Hupe und vor allem mich nachher wieder ein bisschen erholen. Also, ja. Aber ja, no, es ist ja nichts passiert, alles ist gut. Wir geniessen jetzt unseren Kaffee und dann... Was Kaffee? Unseren Tee, Entschuldigung. Und dann gibt es hoffentlich schon bald etwas zu essen. Zuerst muss gekocht werden. Das dauert. Ja, wir haben hier eine schöne Nacht verbracht. Es ist am Morgen dann recht kalt geworden. Und wie man jetzt sieht, Kappenwechsel. Es ist nämlich arschkalt. Wenigstens scheint jetzt ein bisschen die Sonne. Jetzt geht es dann weiter, und zwar Richtung Vomodinner. Wir sind schon mega gespannt. Vorher müssen wir noch ein bisschen etwas posten, damit wir dann am Sonntag auch noch zum Morgen essen können. Und was auch ganz cool war, vor 3 Jahren sind wir das erste Mal erkannt worden, auch an Ostern. Und daraus ist eine super Freundschaft geworden. Und wir haben sie wiedergefunden, ebenfalls an Ostern. Und ja, was soll ich sagen, es war ein super Abend. Danke vielmals an alle. Und jetzt geht's ab auf die Straße. Let's go! Und? Was meinst du? Ja, ist super. Der erste Eindruck ist genial. Wir waren jetzt hier unten noch bei den Tieren, wie ihr gesehen habt. Und es ist einfach herzig gemacht, auch für Kinder. Momentan ist es ein bisschen kalt für uns, darum sind wir jetzt nicht allzu lange draußen gewesen. Ich habe schon eine rote Nase, gefrorene Hände. Und wir freuen uns mega für den Abend auf das Vomodinner. Und es wird sicher mega cool und auch fein. Wir haben jetzt gerade vorhin noch unsere Wohnmobilnummern bekommen. Wir sind Nummer 44 am heutigen Tag. Und ich glaube, Maximum Platz haben sie für 46 gehabt. Also sind wir wirklich gerade so Schüsse noch reingehüpft. Und ja, gestern hatten wir es voll gehabt. 46 Wohnmobil. An 2 Nasen. Nicht so schlecht, finde ich. Und sie geben sich wirklich mega Mühe. Du kommst, wenn du hinfährst, dann wirst du gerade abgeholt und gefragt, auf welchen Namen du reserviert hast. Dann wirst du gerade eingewiesen und ja, es funktioniert super. Sie sind super organisiert. Und weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Apero bei uns. Und uns vorbereiten auf den Feinheitsnacht. Juhu! Ja, etwas wollte ich euch mal noch fragen. Und zwar habe ich euch ja gestern schon gesagt, wir haben noch eine Frage an euch. Habt ihr eine Dieselheizung? Wenn ja, was für eine? Und sind ihr zufrieden damit? Weil wir studieren ernsthaft daran, uns eine Dieselheizung einbauen zu lassen, einfach als Ergänzung. Ich finde immer so, mit Gas, es heizt zwar gut, das ist alles gut, aber man braucht halt relativ viel Gas. Und je nachdem, wo du stehst,
Auf dem Campingplatz natürlich nicht, aber wenn du irgendwo auf einem Pass stehst, dann stört es auch niemand, wenn dort ein bisschen der Diesel unter dem Auto vor sich hin dieselt. Also, so stelle ich es mir jedenfalls vor. Was sagt ihr dazu? Habt ihr eine? Braucht ihr sie? Würdet ihr es wieder machen? Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Das wäre ein super Anhaltspunkt für uns. Danke, schon jetzt. 5:45. Wir werden langsam nervös. Es hat geheißen, um 6 Uhr gebe es zur Nacht. Also ja, plus minus um 6 Uhr. Ja. Also Aber wir sind bereit. Wir haben Tische, Getränke stehen auf dem Tisch. Genau, die Unterlagen und das Besteck haben wir schon bekommen. Und so langsam haben wir ein bisschen Hunger. So, jetzt bin ich schon da. Ja, ist das herrlich. echt so? Das ist Tipptopp. Super. Danke vielmals. Ade. Merci. So, einmal Salat. Ja. Mit Crouton. Mit Crouton. Lecker. Sieht fein aus. Ist mega feine Soße. Hallo. Fisch? Ja. Sollte nicht so heiß sein. Ja, ist gut. Und der Grillkäse. Super, danke vielmals. Merci. Danke. Entschuldigung, können wir die schon mitgeben? Ja, klar. Haben wir es nachher? Danke. Danke. Ja, Super. Fischknosperli sind da. Ja. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Fischknosperli und Reis und bei mir gibt es Grillkäse und Nüdeli. Sieht auch fein aus. Ein gute miteinander. Das ist eine gute Portion, he? Ist aber sehr fein. Ich habe auch gefunden, es war hervorragend fein. Wir haben vorgängig noch gewährleistet, ob wir noch ein Dessert nehmen wollen, aber ich glaube, ich mag ihn nicht mehr. Es war so gut und wir waren so überwältigt von dem ganzen Angebot, dass wir vor lauter Schauen vergessen haben zu filmen. Und jetzt ist es schon weg. Also es hat schon noch ein bisschen, aber wir können es einfach nur empfehlen. Es war super. Wirklich super. Mega fein. Ja, tut uns leid. Haben wir halt verpasst, aber so kann es gehen, wenn der Hunger gross ist und der Morgen fein aussieht, dann macht es zack und dann hat man das Filmen vergessen. Ja, Fabienne macht jetzt gerade noch unser Wohnmobil-Tagebuch. Schön Kilometer festhalten und schauen, wo wir durchgefahren sind. Ja, es ist jetzt Ostersonntag. Der Morgen war super, wie ihr gesehen habt. Wir haben jetzt gezahlt. Wir haben jetzt 102 Franken gezahlt für eine Übernachtung. Die Nacht mit Vorspeise und zum Morgen. Finde ich also sehr einen fairen Preis. Die Portionen waren riesig und es war sehr fein. Alle sind mega freundlich und nett und haben sich Mühe gegeben und wir kommen also gerne wieder. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie immer Freitag und Samstag Wohnmobil drin. Ist das korrekt? Ja, mal schauen, wie lange das Auf jeden Fall läutet vorher an, bevor ihr hier kommt, ein Restaurant Grizzly Bear in Längenbühl. Längenbühl. Ihr wisst ja, mit Also Landgasthof Grizzlybär. Landgasthof Grizzly Bear. Für uns geht es jetzt langsam wieder richtig heim zu. Ostermäntig soll es dann schon wieder nicht nur kalt werden, sondern schon langsam wieder ein bisschen grusig werden. Und darum machen wir uns jetzt ganz langsam und gemütlich auf den Heimweg. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und ja, hoffentlich kommen wir bald wieder los. Weil es muss wieder heissen. Svefa und Tour. Tschüss zusammen! Tschüss zusammen. Hallo und herzlich willkommen. Hier wieder bei uns auf dem Kanal. Und das war schlecht, wir machen es nochmal. Wir haben ja vorgängig noch Ich schaue immer aufs Lichtchen. Und übrigens, ich stehe jetzt glaube schon in Holderbank, weil da unten, würde ich sagen, ist ein Grenzstein. Heisst nicht Hindelbank? Aha, Hindelbank, Holderbank. Ja,
das ist jetzt eine gute Frage. Hindelbank, Holderbank? Oder ist das im Aargau? Ja, es ist Hindelbank. Hindelbank. Also Hindelbank. Ich glaube, das ist ein Grenzstein. Ja, das glaube ich auch. Also du bist jetzt in Beriswil und ich bin in Hindelbank. Jawohl.